Merci, Herr Präsident. Ich wollte was meint von den Herr Galles für Runden in der Singem Expose aber darauf angegangen, dass de Benzinmotor nun einmal mehr in hege Kohlendioxidausstoß hört wie den Dieselmotor, wann ich da Lot Evolution gucke mit der Norm 6 am Diesel an den neuen Dieselnormen, die 2021 dann von Göllen. Da muss ich feststellen, dass sowohl beim Stickstoffoxide wie auch bei dem Ränge Stöps praktisch kein Unterschied mehr besteht zwischen dem Benziner an dem Diesel, so dass eigentlich die Gesamtumweltbilanz echter Richtung positiv für den Diesel geht, die bewählt Kohlendioxidemissionen vom Benziner mir hoch sind. Dafür freue ich mich, eine Regierung, wie gesagt, die so eine Kampagne gegen den Diesel feiert, wo Minister so kauft kein Diesel, wo gesagt wird, kauft elektrisch mit all denen, nur die man für Druck geschwert hatten, erstens das Lithium, der Verbrauch, die Probleme mit dem Kobalt, die moralischen Probleme mit dem Kobalt, die Probleme von den seelenden Erden. Da freue ich mich, wo ist eigentlich die Ratio von der Politik, von der Regierung, wieso Rekommendationen zu machen? Wo ist da die Ratio, wo ist da Logik, sowohl für die Umwelt, wie auch für die Verkehrslogik an eine Optimisierung vom Verkehrsfluss? Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin also froh, was man der Minister als Nachricht erklären, au vu von all den technischen Evolutionen, für was die Regierung so gegen diese Last, wie sie das. Merci. Es geht weiter mit Madame Diesburg. Weil ich genau so eine Diskussion schon vermutet habe, habe ich versichert, dass meine Antwort nicht einfach ein Ja zu so, wir wollen fort von enger Technologie, mir gesagt, wir versichern, das modernste zu wollen, es ist das, als die probabelst an die modernste ist den Elektroauto. Aber weil die Diskussion an die Richtung gegangen ist, habe ich eben auch noch versichert, andere Alternativen, wie wollen zu annehmen oder eben noch den öffentlichen Transport anschwenken, dass es aber ganz normal ist, dass den an der Politik die Leute versichert zu guidieren, an den Bereich für einen minderhaltig und einen klimafreundlichen Transport. Und das versichern wir als Regierung durch den ganz konkreten Invest, den da ja auch noch nie so hoch war, an die öffentliche Mobilität und an die Mobilität. Merci vielmals.